Hallihallöle, ich bin's, euer Blausteiningenieur. Und ja, da haben wir die Prophecy und die Riken. Und ein bisschen der Krach. Das seht ihr mal. Das eine war die Inspiration für das andere. Die Prophecy sieht schon ein bisschen anders aus wie die Riken. Und warum habe ich die beide jetzt auf dem Tisch? Ja, wir hatten da Weihnachten neulich, oder ein bisschen Paketli ankommen. Also ein bisschen Zeugs. Fangen wir doch mal an. Haben wir da ein bisschen Zeugs. Seht schon, das passt dann noch farblich zu dem, was da drin ist. Da habe ich gedacht, komm, wenn schon, wenn man so aufmacht. Oh, der kruscht noch. Dann haben wir da, das ist das Original Rierle und das Original Stesele, glaube ich. Das ist sowieso dem Bleisterle da, was da jetzt drin ist. Und ja, die Leistung war ein bisschen, das war ein bisschen peinlich, aber deswegen habe ich da auch noch mal bestellt. Das raschelt so ein bisschen. Und das da. Dann haben wir das da. Dann haben wir Blasenfolie und Krust. Dann haben wir das da. Trädler sind da drin, Trädler oder sowas. Das geht dann. Und ein Zettel. Ja, wer macht denn sowas? Hey, ja Gott, okay. Das ist. Ach, das ist effizientes Packen. Das ist. Okay. Ach, das ist, wenn man das nachrüsten will. Oh, das kann jetzt dann. Das filme ich jetzt einfach auf beide Seiten ab. Sollte ich das irgendwann mal brauchen, muss ich einfach nur meine YouTube-Videos angucken. Gut, jetzt sage ich mir nicht mehr die Seite. Weil mein Chinesisch ist nicht ganz so gut. So viel Zeit habe ich nicht, das zu lernen. Oh Gott, das dann noch so nein. Natürlich haben wir mit dem Set dann aus Originalrierle. Das ist das da. Da ist das dann so orange. Gucken wir mal. Die sind beide. Ein bisschen. Oh, das ist gewaltig lang. Das ist ein bisschen lang. Also mein Plan ist, dass das nachher von außen möglichst wenig auffällt. Also da können wir jetzt ja, vielleicht das und das noch etwas kürzer oder so. Ja, dachte ich, gucke einfach mal, bestelle mal Krust. Dann kommt das da dazu, das packe ich jetzt nicht aus. Und das gewaltige Federle. Das gehört da, glaube ich, alles zu dem Set und das ist separat. Ja, macht da keine Werbung, dass du, solange mich da keiner sponsort. Und dann haben wir natürlich Magazinle für kurze Federn auch. Und das Hocknäpfpfeil. Oder ein Tipppfeil, die halt mag. Gut, keine Werbung. Du versuchst zumindest. Und ich glaube, das Federle kriegt man auch nicht eingebaut, deswegen habe ich nochmal andere Feder bestellt. Aber das, jetzt würde ich sagen, wir bauen erstmal das da rein. Das ist. Ach, das ist. Gucken wir uns erstmal an. Warum ist das da? Das ist aufgebaut, so wie das aussieht. Okay, aber sonst ist es ziemlich gleich. Sollten wir doch mal Messungen vorher nachher machen. Dass wir da einen Vergleich haben. Das Rierle brauchen wir, glaube ich, nicht. Also
Vielleicht für irgendwas anderes irgendwann mal. Aber jetzt halt gerade nicht. Das packen wir weg. Tütle brauchen wir auch nicht. Das Federle, muss man gucken. Das können wir später immer noch mal tauschen. So, jetzt habe ich viel gelabert. Ja, das hoffe ich, seid noch da. Weil jetzt ist mein Plan, dass man das da ausbaut und guckt, was man davon da einbauen können oder halt auch machen. Das gucken wir halt einfach mal. Das kommt dann nachher so rein. Ich glaube, die Komponente da, das ist schon schön blau da, ne? Das sieht dann nachher oder passt dann nachher besser rein. Oder ist halt auch stabiler. Das geht dann so. Das ist aber einfach. Das hebt aber einfach. Haben wir das schon mal. Also das packen wir weg. Das machen wir im nächsten Video. Packen wir mal Zeit. Oder halt auf dem Boden. Und dann gucken wir im nächsten Video oder beim übernächsten. Je nachdem, was mir so einfällt als nächstes. Gucken wir uns das da an. Verwendet auch vielleicht Teile davon. So. Was? Da das Magazin eigentlich immer leer ist und ich das mehr zur Deko verwende wie zum Schießen selber. Nehmen wir jetzt mal kurz das. Dann machen wir kurz eine Referenzmessung. Ganz wichtig. So. Aufwachen, gibt was zu schaffen. Dann machen wir es auf, tauschen Teil, dann machen wir nochmal eine Messung. So. Das war ja nichts, oder? Das war wahrscheinlich hier. Komm. Ich resette. Und zurück. Haben wir nochmal. (25,6 26,6 und was war das? 26,1. Das ist jetzt ganz okay, das Plaster. Das ist jetzt nicht gewaltig oder so. Aber dafür lässt sich auch halbwegs anständig handeln. Wenn man alles. Und dafür kann ich dann da die Schulterstütze verwenden. Das ist originale Feder. Könnt ihr ja mal Aufbauvideos angucken. Die Originalfeder hat da ein bisschen arg rausgeguckt und das war halt. Die ist in die Schulterstütze mit reingegangen. Wie jetzt gestikuliert, seht ihr jetzt gar nicht mehr. Und deswegen habe ich das geändert. Das ist jetzt dann hoffentlich das letzte Mal, dass man den Blaster aufmacht. Das haben wir jetzt auf dem Kanal schon ein paar Mal gemacht und das ist halt der Blaster, mit dem ich da angefangen habe. Was man vielleicht noch machen, da das da vorne noch ein bisschen anders. Das aber alles zu seiner Zeit. Da entwerfe ich vielleicht auch noch mal irgendwo was Eigens. Dann gucken wir. Oh, das wird sich zeigen. Jetzt machen wir das Ding erstmal auf. Dann bauen wir das ein und machen wir es wieder zu. Dann gucken wir, ob wir die 26,1 im Durchschnitt, ob das weniger oder mehr wird.
Das sehen wir dann, aber es sieht auf jeden Fall cool aus. Dann bis gleich. So, für mich sind jetzt fast 24 Minuten vergangen. Also Mittagspause fast vorbei. Und ja, also Blaster Engineering, das bezahlt man meine Blasters noch nicht. Für euch sind wahrscheinlich bloß ein paar Minuten vergangen, weil die Magie des Editierblaster-Ingenieurs. Dann machen wir Schulterstütze wieder dran. Testet habe ich es ja schon. Das kann man machen. Und zurück. Das sieht jetzt. Haben wir Magazinle rein. Das macht Spaß. Und Pfeile rein. Seht ihr? Das sieht jetzt einfach. Also ich verstehe es nicht, warum sie das nicht von Anfang an in der Farbe gemacht haben. Jetzt gucken wir mal. Die 26, die vom letzten Mal haben wir noch. Die behalten wir jetzt im Kopf als Durchschnitt. Ich resette und zurück. Und dann ich messe. (24,7), 32,4, 30,9, machen wir 9, 28,2. Hätten wir jetzt 29,3 im Durchschnitt. 32, alles. 29,8 im Durchschnitt. Das heißt, das Ding hat sogar mehr Leistung gebracht. Also das Bügele, das bringt wahrscheinlich nichts, weil das ist bloß einfach, dass das mehr Durchhaltevermögen hat, das Blaster. Und ich habe es halt gekauft, weil es cool aussieht. Und ich glaube,
gerade bei dem, was man da Honey jetzt an Leistung rausholt, ich glaube nicht, dass man das unbedingt braucht, aber sieht halt schon cool aus. Gucke, haben wir alle Schrauber verbaut. Das ist immer. Habe jetzt auch endlich rausgefunden, wofür das dahinter ist. Das ist die Orientierung für das, weil das verarscht mich immer. Da denke ich mir, da gehört der Schrauben rein. Das ist gerade so, dass ich es nicht, gerade so beim Buckel drüber, dass ich es nicht sehe. Das heißt aber, wir haben da jetzt tatsächlich ein bisschen Leistungssteigerung. Damit könnte da jetzt andere Federn einbauen oder wieder die Feder, die dann noch hinter durch die Schulterstütze, Gott, da kriegt man dann nochmal mehr raus. Aber jetzt gucken wir. Ich glaube, das baue ich jetzt einfach in die Riken CS, was weiß ich, ein. Oder CS6, also die Mark 0 oder Mark Ois müsste es sein eigentlich. Aber damals hat man noch nicht dran gedacht, deswegen ist halt die Mark nix. Die alte CS6 halt. Und ich habe da sogar die Dichtring getauscht. Das seht ihr. Die waren, also, die waren im Original, also grüne, und da habe ich auch gedacht, das sieht ja mit dem Blau echt scheiße aus dann. Und das habe ich auch festgestellt. So Fingerabdruck da drauf auf dem Ding. Auf dem Reale sieht man, das habe ich auch putzt. Das sieht jetzt schon. Ja, sieht halt nochmal eklig stimmiger aus, wie wenn man das bloß schwarz hätte. Das Originalmagazin leben rein. Und ich schaue, dass ich wieder was schaffe. Also, vielleicht lasst das Abo da, drückt das Klingeln, unterstützt das Kanäle. Dann können wir hier vielleicht irgendwann mal was machen. Und da mehr Action. Dann habe ich auch mehr Zeit von YouTube-Kanal und muss das nicht irgendwie während der Mittagspause reinfriemeln. Es tät mich freier, wenn das einfach. Wenn das ein bisschen Schwung kriege, das wäre natürlich schön. Und ich weiß nicht, wo das alles noch hinführt. Ich meine, gibt ja viele Möglichkeiten. Ich will einfach nur ein bisschen basteln im ersten Schritt und dann gucken wir, was sich so entwickelt. Das muss man ja alles nicht planen. Das ist ja, soll ja Spaß machen und nicht Arbeit. Ich wünsche euch viel Spaß beim Basteln. Euer Blaster-Ingenieur.